Also wenn du ready bist, sind wir ready. Ah, gut. Also respektiv. Schneller. Wir sind schon live. Wir sind schon... Nein. Wir sind schon live. Ach du Ja, Scheiße. sicher, wir sind schon live. Oh, das ist jetzt ein bisschen überraschend gekommen. Aber ja, macht dich nur noch sympathischer, André. Ja, ich habe es probiert. Du mal ein bisschen laut reden. Aber nicht, dass unseren Zuhörern gerade irgendwie ein Trommelfähli aus der Nase... Ich glaube nicht. Nein, ich komme nicht raus. Ich komme nicht raus. Musst du noch mal pausieren, oder was? Nein, ich habe einfach das Gefühl, entweder habe ich so eine laute Stimme oder du bist so leislich, wenn du normal redest. Vielleicht einfach heute? Nein, weißt du, ich habe ja jetzt Einstellungen gemacht. Mhm. Aber irgendwie bei mir schlägt er aus, weißt du? Und bei dir nicht. Bei dir ist irgendwie... Windmill, windmill for the land, love forever hand in hand. Take it all, live on your stride. It is kicking, falling down. Love forever, love is free. Let's turn forever, you and me. Windmill, windmill for the land. It's everybody in. Laughing gas, these hazmats, fast cats, lining them up like ass crack. Play these ponies at the track, it's my chocolate attack. Shit, I'm stepping in harder this year. Ich weiss gar nicht. Ja, voll. Hey, jetzt haben wir dort angefangen, wo wir gerade so. aufgehört haben. Nein, ich glaube, das lassen wir sein. Ich weiss nicht, ob Also das nochmal so... neu machen? Ich weiss nicht. Also vielleicht lassen wir es auch einfach drin. Ich weiss nicht. Du bist halt noch am Klicken, weißt du? Man hört dich klick, 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 klick. Ja. Ja, wir haben im Moment einfach viel zu viele wichtige Kundenprojekte. Darum hört man bei mir Klick, Klick. Und Ratter, Ratter. Ratter, Und Ratter. Telefon, Telefon. Ratter, Pratter. Telefon. Telefon. Das ist vom Nemo. Kennst du das Lied? Das ist ein Lied vom Nemo. Das ganze Lied ist gefühlt irgendwie nur Telefon. Telefon. Nein, habe ich noch nie gehört. Ja, mich hat es gerade an das erinnert. Noch nie gehört. Aber apropos Telefon, das ist eine lustige Geschichte, wenn wir jetzt gerade vor allem mit unseren Grosseltern am Reden sind. Aha. Und die haben halt die ganze Bewegung rund um Technologie, wie das Telefon zuerst ein Telefon im Dorf und nachher hat es mal ein Telefon an der Wand montiert. Ja, und brutal. heute haben wir es einfach im Hosensack. Und von meiner Mami, also die Familienseite, dort war es so, dass sie ein Haus hatten und auf der anderen Seite von der Straße hat die Tochter, glaube ich, gewohnt. So war das irgendwie. Und in diesen beiden Häusern hat es nur ein Telefon gehabt. Also pro Haus, oder? Also es waren 2 Häuser und in einem von diesen 2 hat es ein Telefon drin gehabt. Und das muss anscheinend zu hure lustigen Situationen so gekommen sein, wenn es im einen Haus geschellt hat und dann das Fenster auf. Justine, das Telefon läutet! Komm rüber! Jetzt habe ich gerade hure Schon gut, dass hohe übersteuert. Stimme gehabt. Ja. Also Stimmbruch kann ich schon durch, aber das stimmt, ich glaube es... Ich stelle mir das wirklich cool funny vor. So, ich weiß nicht, wie deine Grosseltern kennen. Also, ja, egal, auf jeden Fall, wenn es aus dem Fenster ist, irgendwie Astrid, das Telefon läutet. Und die anderen, warte, ich komme gerade. Und dann wieder das Telefon. Dann über die Straße Entschuldigung, die Astrid, sie ist gerade unterwegs. Geht noch eine halbe Minute. Hat Ja, einen Autounfall gehabt, auf dem Weg vom zum Telefon. aber dort gibt es eben gar keinen Fußgängerstreifen. Aber vor 50 Jahren hat es halt noch viel weniger Verkehr gehabt. Das muss man fairerweise auch sagen. Und das ist ja wirklich zuhinterst hinten. Du weißt ja wo. Ja gut, dort hat es heute auch noch nicht viel Und Verkehr. dort hat es selbst heute, höchstens an einem schönen Sonntag, ist eine beliebte Durchfahrerstraße und dort klopft es auch immer wieder. Und ja, das ist schon spannend, einfach wenn man zurückdenkt, wir leben noch mit recht vielen Menschen, die einfach noch gar keine Technik oder halt ein Telefon in 2 Häusern und so erlebt haben.
Und wir haben das Gefühl, wir sind so Digital Native und Facebook und Insta überall teilen und Story. Und dann in 30 Jahren sieht es genau gleich aus bei uns. Also, ich habe auch mit meinen Grosseltern erst gerade über das Thema geredet. Und meine Mami hat dann auch gesagt, also sie war auch dabei gewesen, so früher, wenn du gesagt hättest, dass du heutzutage, also in 10 Jahren oder in 20 Jahren hast eine Uhr, die misst deine Schritte, dort kommst du die Nachricht über von deinen Kollegen, dort siehst du, wenn dir jemand versucht, anzurufen, kannst du sogar telefonieren. Und ich glaube, die neue Apple Watch ist sogar in der Lage, um den Menstruationszyklus bei der Frau irgendwie zu Keine messen. Ahnung. Also so richtig Future. The Keine future is Ahnung. now. Auf jeden Fall hat sie dann gesagt, hat mir ihr das damals gesagt, dann hat sie gesagt, ja, wie gross muss denn die Uhr sein? Ein Koffer, du musst den mittragen. Und das ist vor allem, finde ich, auch so das Krasse, weil halt die Vorstellungskraft, für das haben wir die Vorstellung einfach nicht. Welche Sachen werden zusammengepackt? Was ist plötzlich möglich in 20 Jahren eben? Die Daten, die damals ein Computer, ich weiss nicht, ob du das schon mal gesehen hast, wenn ein Bit, aber wirklich vom ersten Computer wirklich ein Bit. Was ist kleiner, ein Byte oder ein Bit? Also ein ist Deutsch, das andere ist Englisch, ich weiss nicht. Oder bin ich Ich bin jetzt nicht ganz es gibt sicher, schon ob's... Byte und Bit ist etwas anderes. Bit ist eigentlich der Gross. Bit ist das Ganze. Oder ist der Byte das Gross? Ja. Ich habe gemeint der Bit, weil du sagst ja M-Bit. Megabyte. Digga. Schwierig. Auf jeden Fall so ein Byte oder ein Bit. Ja. Und wir schreiben im Computer. Wir schreiben die Folge wieder die gleiche Shownotes wie in der letzten Folge von der Quellenangabe. Genau. Danach sind wir auf der Safe-Seite. Ja, safe. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Sorry. Jetzt musst du geschrieben. Koffer, Byte, Bit. Ja, eigentlich, die Pointe ist ein bisschen weg. Ein Bit war damals so gross wie 2 Köpfe nebeneinander. Vom ersten Computer, der eine, ob es jetzt ein Byte oder ein Bit ist, scheißegal, die Leute wissen das auch nicht. Es ist auch nicht wichtig. Es geht nur darum, wir haben heute Gigabyte drauf und Hunderttausende von Bits oder Bytes. Und damals ist ein Byte oder Bit, fuck my life, ist so gross wie 2 Köpfe, also von der Größe, die man sich vorstellen kann. So, vielleicht so 4-5 cm breit, aber dann so die Fläche von 2 Köpfen. Und von denen haben wir jetzt Millionen oder Hunderttausende in einem Gerät rein. Also, und da kann man sich vorstellen, wenn jetzt, sie haben mit diesen ganz alten Computern, wenn du einen Computer bauen würdest, der die Leistung hat, wo heute ein Handy hat, wenn der müsstest aufbauen in dieser Größe, dann wäre der grösser wie New York. Und das, wenn du mal denkst, so gross, okay, zeigt dir, wie fein und klein die Technik im Gerät innen drin ist. Das ist hure strange. Eben, das kann man sich gar nicht vorstellen. Oder voraussehen. Das ist wirklich mega. Also ich interessiere mich ja allgemein so ein bisschen für Technik und bei mir daheim eben meine Wohnung ist auch mit Philips Hue und Google Assistant und alles. Ich kann da mit Sprachbefehl alles steuern und so. Also ich persönlich finde das eine hure geile Sache, aber zum Beispiel mein Götti ist auch eine spezielle Beziehung, wo mein Papi so mein Götti so in die Familie so reingebracht hat, weil im Normalfall der Götti ist ja irgendwie der Brüder oder Tante, die Schwester von irgendjemandem von der Familie. Also bei uns ist das nicht der Normalfall. Bei meiner Familie ist das ganz anders. In meiner anders. Familie auch nicht. Also für mich ist der Götti immer nicht jemand, der in der Familie ist. Eigentlich. Oder fast immer. Ja, oder jetzt speziell in meiner Familie, mir, mein Bruder, ich, mein Halbbruder, haben, also ich kann für den Halbbruder noch nicht ganz richtig reden, weil der noch zu klein ist, aber der Bruder und ich haben einfach beide gar keinen Kontakt mehr mit unseren Göttis. Und Göttis sind beide ehemalige Geschäftspartner von meinem Papi. Okay, ja, und blöd. Die Göttis und mein Papi, die haben sich irgendwann halt vertraglich oder keine Ahnung was einfach auseinandergelebt. Das hat dort nicht mehr gefunkt. Ja, wenn du nicht mehr zusammen schaffst, halt auch. Wenn's von genau, die Zusammenarbeit hat eine Art geändert. Entschuldigung, das hat einfach müssen sein. Was wir da für ein Ja, Image. Was für ein Image, scheißegal. Nein, red weiter, sorry.
Ja, jetzt hast du mich auch ein Ja, bisschen... was keine Miete zahlt, muss raus. Das ist oh Mann. Die Zusammenarbeit, dort hat es einfach nicht mehr gefunkt. Und der Götti von meinem Bruder, der ist gar nicht mehr rum. Und mein Götti ist auch gar nicht mehr rum, aber weil er gestorben ist. Oh, Das ist aber ein anderer Grund. Und da etwas mega Schönes, wo ich aber... ich habe 3 oder 4 Wochen, bevor er gestorben ist, er ist im Schlaf, hat er irgendwie hat's ihm ein Äderli geputzt oder so. Ja. Also einfach im Schlaf eingeschlafen und in dem Sinne einen schönen Dings, glaubst du, Also irgendein Hirnschlag oder so. Ich habe gemeint, irgendwie im Herz hat es Ja, okay, gut. Ja, wenn also er ist eine Art wie innerlich verblühtet und quasi wie... Also Ja. ich habe mal gehört oder dann gelesen, dass das im Schlaf noch einen schönen Tod sei, weil es wird einem richtig warm ums Herz. Also der ganze Körper wird so warm, weil er halt innerlich verblühtet. Ja. Aber man stirbt halt gleich noch. Nicht so schön, Ja. aber ja, fix. Aber ich glaube, in der letzten Folge haben wir es ja auch ein Ja, bisschen ja. von der Tod gehabt. Von denen würde ich glaube kann sagen. sagen, ich auch, ja. Ja. Und mein Götti, und jetzt habe ich wieder riesengroß Ja, wir machen- ausgeholt. Mein Götti, die 3-4 Wochen bevor dass er gestorben ist, hat er mir noch mega wertvolle Sachen mit auf den Weg gegeben. Und auch die grösste Fehleinschätzung, aber Erzählung von meinem Götti, in der Menschensgeschichte ist die Einschätzung, wie viele Computer braucht es mal auf dieser Welt. Und ich bin jetzt nicht mehr sicher, ob es Intel oder IBM oder wer die Studie oder die Prognose mal in Auftrag gegeben hat. Aber das Resultat von dieser Prognose war, es brauchte mal 8 Computer auf dieser Welt. Krass. Maximum. Ja. Absolutes Maximum. Und wenn du jetzt denkst, allein in diesem Raum, In dem warte mal, sind schon viel 1, mehr. 2, 3, 4 Handys, 5, 6. Ja, die Kamera ist auch ein Computer. Ja, also Also, allein in einem Raum. ja, haben wir jetzt schon viel mehr. Da haben wir Ja. fast die ganze Weltprognose schon in diesem einzelnen Raum. Und das ist schon krass. Auch, das war jetzt mein Handy gewesen. Das sollte man noch... Das ist extra so, das nennt man Foley-Sounds, atmosphärische Sounds. Das. Ja. Mein Götti, aber die alten Computer, die sind ja teilweise ganze Räume gross gsi, um dann nur so einfache Sachen können berechnen. Und in einer Podcast-Folge, gerade anschliessend, ist ja noch jemand da vorbeigekommen, zu mir Raclette essen. Ah, ja. Von Kanada. Ja. Und die hat früher beim 111, ist es 111 gewesen? Wie, also Ich habe keine Ahnung, von was du redest. der Vorgänger von 1818. Aha, Leute einfach 1818 an. Ja, aber vorne ist es, glaube ich, 111 oder Ich weiss es 118. nicht. Also 111 glaube ich nicht. 111 ist das nicht eine offizielle Zahl. Das liegt ja hure nah bei 112, 114, 110. Aber ich habe gemeint, also Ist früher 111 nicht in Minute Auskunft... auch noch irgendetwas? Also kann glaub schon sein, nicht, dass 11 aber- 11 war oder so. Aber 18, ich weiß es im Fall nicht. Keine Ja, Ahnung, nicht mein ja. Fachgebiet. Meldet euch, schreibt uns, tut uns 18. korrigieren. Und sonst, weißt du was? Leute wir einfach 18 an. Fragen wir sie selber. Und sie hat eben früher in dieser Telefonauskunft gearbeitet. Und zu der Zeit, wo sie dort halt auch gearbeitet hat, ist halt das Telefon abgenommen. Und an wen möchten sie anrufen? Der Stecker schon rausgezogen, am anderen Loch wieder rein. Und du bist nur so am Kabeln, Ja. am Umstecken gewesen. Ja. Wenn man sich das auch wieder heute vorstellt. Das ist krass. Ich habe erst gerade letzte, als ich mit einem Kollegen in Winterthur war, sind wir Music, also das Orchester von Harry Potter schauen, wo die ganze Filmmusik gemacht hat. Da sind wir auch bei so einem im Einkaufsströssli an einem Laden vorbeigekommen, wo alte Telefon hat. Und das sind dann eben die grossen Kästen gsi, wo du hast London, Paris, alle die Städte angedingselt, wo du hast dann einstöpseln. Und du hast immer so unten einstöpseln und hast oben dran die Frequenz fürs Land wählen. Und dann bist du irgendwie die Verteiler-Ding gekommen. Dann haben wir dort gesehen, das sieht einfach hure lässig aus. Die Kästen,
die haben richtig Style. Die sehen ein bisschen aus wie so eine alte Jukebox. Also, haben wirklich Style. Also, heute ist ja alles immer viereckig, clean und so. Und damals hat es richtig, weißt, Schnörkel dran und eine hure schöne, also es ist eine coole Technik. Aber eben dort hast du noch richtig arbeiten zum Telefonieren. Hat sich seither extrem viel verändert. Ich habe aber auch vor ein paar Wochen, ich glaube es vor 2 Wochen, ist eine sehr gute Kollegin von ihrer Reise von Thailand retour gekommen. Sie arbeitet auch an einem Ort im Büro und sie hat dort die Forderung gestellt: Hey Jungs, entweder schickt ihr mich quasi, also darf ich so digitaler Nomad für 4 oder 5 Wochen werden. Also sie ist auf Thailand und hat dort von dort aus für die Firma arbeiten. Okay, ja. Und sie hat das wie ihrem Chef vorgelegt, so entweder machen wir es so und sonst verreise ich. Und jetzt ist sie retour gekommen und jetzt hat sie trotzdem gekündigt. Und vor 2-3 Wochen ist eben ihre Retour-Feier angestanden, wo ich auch eingeladen war. Und an diesem Abend ist auch noch eine spannende Frage in die Runde gerührt worden. Allgemein quasi Verhütung und nachher eine spezifischer Verhütung für Männer. Ja. Sehr spannendes Thema. Sehr spannendes Thema. Gerade, also ich meine, als Mann, das Ding ist ja, ein Gummi ist in dem Sinne eigentlich, es gibt ja noch andere Sachen, aber es ist so ziemlich das eine, was du kannst haben als Mann. Als Frau gibt es ja verschiedene Optionen. Aber ja, da wäre schon ansprechend, mal irgendetwas zu haben, auch für Männer. Weil, ja, Verhütung ist für mich ein Thema, das beide betrifft und beide sollten können kontrollieren. Und ein Gummi ist ja jetzt eher, also in meinem Kopf ist das mehr Sicherheit gegen Krankheiten, dies und das. Und wenn du jetzt einen Partner hast, oder auch vielleicht einfach nur einen F+ oder so, dann, und du willst ungeschützten Sex haben, weil du nur miteinander zum Beispiel hast, dann tust du dich testen lassen, beide keine Krankheiten, fix. Dann ist es in dem Sinne nur noch das Kind haben, das dich blockiert, so, für den ungeschützten Sex, also in Anführungs- und Schlusszeichen. Ungeschützten Sex. Aber du kannst halt dann nur der Frau vertrauen, dass sie ein Stäbchen hat. Das kannst du eher kontrollieren, indem es ist oder nicht. Aber ob sie Pillen nimmt, ob sie Pillen nicht nimmt, das ist dann wirklich nur noch Vertrauen. Und dann, wenn du in einer langen Beziehung bist, dann bleibt dir entweder Vertrauen übrig oder Gummi. Und das sind irgendwie ein bisschen wenige Optionen. Klar, es ist ein Luxusproblem. So, aber es ist ein bisschen wenig Optionen. Gerade eben für längere Beziehungen. Ich sage jetzt, so rein für so die One-Night-Stands wäre es keine gute Erfindung. Wenn die Männer sich auch einfach so Pillen nehmen nach dem Motto, nachher können sie rumvögeln und dann kommen die Krankheiten wieder noch mehr auf, weil man das Gefühl hat, man braucht den Gummi ja nicht. Weil der ist ja eigentlich schon gut. Aber eben, für die Situation halt später, Beziehung oder Freundschaft plus oder irgendetwas, ist es ein bisschen schwierig als Mann in der heutigen Zeit. Wenn du sicher sein willst, ja. Und das empfehle ich jedem eigentlich. Ja. Aber was haben denn Sie so gesagt dort? Was halten Sie denn? Also jetzt so aus der anderen Generation, die ja noch... Es waren auch ein bisschen ältere Menschen an dieser Wiedervereinigungsfeier. Ich glaube, der älteste am Tisch war etwa so 55. Okay. Zweitälteste, ich sage jetzt plus minus noch 40. Blutjung. Ja, Blut voll im Schuss, genau, Ja. voll im Saft. Aber das Thema an dem, oder der Tenor an diesem Abend war sicher, es kann nicht die Last von einer Partei, nur von der Frau sein, dass das nur sie interessiert und der Mann kann einfach machen, was er will. So ein bisschen in dem Sinn. Und vor allem ist es ja die andere Seite. Ich habe es jetzt gerade aus Männersicht geschildert, aber auch aus Frauensicht ist es jetzt das. Sie ist einfach verantwortlich. Das kann es erstens nicht sein, weil in einer Beziehung oder was auch immer, F+ oder sonst One-Night-Stand, es gibt immer 2. Ja. Und die Verantwortung soll man in meinen Augen schon auch trennen können. Für das braucht es Möglichkeiten. Aber auch als zusätzlicher Schutz.
Also es ist nicht nur in der Verantwortung von der Lady, von der Frau, sondern wenn du die 99,99% schon hast, aber der Tausendstel, der halt gleich irgendwie noch rum ist, voll. kannst du einfach mit einer zweiten Verhütungsmethode noch viel unwahrscheinlicher machen. Ja. Auch diesen Aspekt finde ich extrem wichtig. Und an dem Abend, am Schluss, morgen um 1, sind noch 2 Männer und 2 Frauen an diesem Tisch gehockt. Also schön. Dann haben sie einen 4 geschoben. Nein, also ich war sicher nicht dabei gewesen, aber einer muss ja die Kamera machen. Nein, so weit ist es nicht gekommen. Aber ein weiteres Thema, wo jetzt wir noch nicht angesprochen haben, die Verhütungsmethoden für Frauen, die haben ja immer praktisch Nebenwirkungen. Die Verhütungsmethode bei dieser Frau ein bisschen weniger als eine andere und so. Da ist ja jeder Mensch ein bisschen verschieden. Voll. Aber Gewichtszunahme, Haarverlust, irgendwie schöne oder schlechte Haut und Pickel und keine Ahnung was. Ich glaube, es geht ein bisschen tiefer rein, die Unterschiede. Ja, das sind nicht äußerliche Unterschiede. Nein, definitiv nicht. Nein. Die Liste, die ich probiert habe aufzuzählen, die ist ja ganz sicher nicht abschliessend. Die ist wahrscheinlich... Ja, aber es ist schon so, also es ist halt einfach auch, ich sage jetzt, jenste Medikamente, egal was du nimmst, selbst die Kopfwehtablette hat Nebenwirkungen. Es ist ja immer ein Ausbalancieren, oder? Und ich glaube, die Möglichkeit, selbst ja auch für die Frau, also es gibt auch Frauen, bei denen sind nicht, also ist kein Verhütungsmittel so mega nice, außer dann eben der Gummi zum Beispiel oder eine Schale oder so, wie das heisst, der Gummi für die Frau. Das ist wie so ein Schäleli, wo dann wieder ausleeren kannst. Irgendwie so, aber wirklich für mich habe ich gesagt, ein bisschen unsicher. Ich weiß nicht, ich kenne mich nicht so aus, aber es ist jede Frau da ganz anders und es ist halt schon gerade hormonell ist es ein recht krasses Ding und die Frauen machen ja ich finde es das lustig, dass wir immer über so Frauenthemen reden. Aber, wir können ja gar nicht. Aber Moment schnell, ja genau. Ja. Das habe ich dir, glaube ich, erzählt. In der letzten Podcast-Folge hat sich noch jemand gemeldet. Yes. Und wir haben eine Einladung, respektive... Nein. Also, wir haben ja quasi eine Einladung rausgehauen und jemand hat sich darauf gemeldet. Ja. Und jetzt müssen wir dann wahrscheinlich mal Kontakt aufnehmen. Wir geben jetzt hier einen Termin und der ist verbunden. Genau, also liebe unbekannte Person, also, hast du... So, nächste Dienstag, hast du nächste Dienstag Zeit? Sagst du nichts? Ja gut, in dem Fall nächste Dienstag passt also gut. Nein. Ja, red weiter. Warte jetzt. Ja, wegen der Frau. Also, Hormon? Also nein, wir sind daran gewesen, dass wir über Frauenthemen reden. Wegen der Hormone eben. Es ist ja, die Hormone gehen kaputt und es kann auch sein, dass Frauen dann kein Kind mehr bekommen können und so. Das ist eben schwierig. Aber Thema brauchen wir eine Frau für das, zum Besprechen am besten. Definitiv. Und es wird Zeit. Wir haben jemanden gefunden. Oder sie hat uns gefunden, sagen wir es so. Und ja, hiermit bist du offiziell eingeladen. Würde ich mal sagen. Ja. Das Lustige an diesem Abend war noch, ich habe dann eine Idee in diese Runde reingerührt und ich sollte das jetzt wahrscheinlich gescheiter nicht in das Mikrofon droppen, weil ich wollte dann irgendwann noch das Patent auf das anmelden und so, aber wenn es da draussen irgendjemand gibt, der die Idee kann umsetzen kann und ich einfach ganz klein irgendwo vermerkt bin, lange mir... das Urheberrecht hast, du hast es ja ausgesprochen. Oder nicht? Also gemäss URG muss es quasi etwas von Literatur oder Kunst oder so sein und eine Idee läuft nur nicht unter. Aber das geht jetzt schon. Also klauen es Leute. Ja, klauen es bitte. Einfach irgendwo, wo es Platz hat, noch Nils Krimi schreiben. Komm in die Gruppe. Und die Idee, also das Problem, also die Lösung für das ganze Problem, natürlich nicht Geschlechtskrankheiten, aber dass es auf gar keinen Fall genau kein Kind kann geben kann, ist irgendwie, und jetzt kommen wir zum Thema Philips Hue, Google Assistant und so auch ein bisschen wieder. Hey, Dödel. Wenn
Schalte spermafrei. Genau! Wenn du irgendwie so einen Computer an deinen Sack Wow. kannst anhängen oder so das ein... zieht gerade im Sack. So wie so ein Schaltmechanismus irgendwie, wo du wie so das Kabel kannst aufmachen oder zu kannst machen und dann entweder kommt das mit oder ohne. Und dann kannst du mit Siri oder mit Google kannst du dann die Klappe irgendwie steuern. Das tönt verdammt gut. Aber ich weiss ja nicht, das müsste ja hormonell sein. Weil wenn du das einfach nur irgendwie vorne abklemmst, dann ist ja das Zeug trotzdem um. Kann aber nicht raus. Spätestens, wenn ich sag mal, wenn du fest füllst, tut es irgendwann weh. Oder wenn du es wieder öffnest, hast du ein Problem. Da gibt es doch den Begriff Blue Balls. Oder? Ich stelle mir jetzt vor, wie so alle Männer das haben und dann mit so gefüllten Dödel rumlaufen und einer, wie so beim Autoknacker, findet so ein Teil und läuft auf die Straße und plötzlich hat alle nasse Hosen. Scheiße. Ja, aber das wäre natürlich Luxus. Wenn Also- du ein Knöpfchen hast, wo du kannst... Die Idee kannst du sogar weiterspannen, dass die Frau wie auch der Mann dann irgendwie eine App muss herunterladen und dann beide müssen mit Face ID so bestätigen, ja, wir möchten das Kind zusammen. Und dann gibt es einen Eintrag auf der Blockchain und dann... Oh mein Gott, so gut. Das ist ja... Oh mein Gott. Also ich gebe die Idee Ja, frei, ja, macht frei. was ihr wollt. Die Idee ist mal platziert. Alter, also die Idee ist geil. Ich denke, da ist die Umsetzung das Schwierige, oder? Also, weil grundsätzlich ist das ja das Ziel. Schon immer von Verhütung gewesen. Ich glaube, wenn sie das jetzt schon könnten machen, dann hätten sie das gemacht. Also vielleicht nicht mit, dass du es mit dem Google-Ding steuern kannst, aber vielleicht so rein vom... Also ich habe schon mal von dem gehört, dass es etwas gibt, wo du nachher kannst das Knöpfchen drücken. Aber ich glaube, ich habe das... Herzschrittmacher. Ja, dort würde ich das Knöpfchen nicht drücken. Nein, wo du kannst Knöpfchen drücken und dann sie wieder frei gegeben wird, aber die haben das dann eben nicht angebracht. Also die haben das versucht, aber es hat nicht funktioniert. Mit der Technik, die sie hatten. Weil, was ja, also, das ist jetzt vielleicht eine ganz andere Sparte, aber wenn du ja eine Frau bist und nachher einen Dödel bekommst, was dir aus der Haut oder so und von deinem eigenen Fett macht, dann ist das ja mit Luft gefüllt. Und dann hast du unten, eins von deinen Eiern ist eine Luftpumpe. Wirklich? Ja, ja, und dann können sie den Dödel aufpumpen und dann bumsen. Ohne Ja, Scheiße, das ist- ein Ei kannst du auf. Ja, Aber was kannst ist denn das aufpumpen. zweite Ei? Ja, das ist nichts. Das ist einfach etwas gefüllt drin, damit es nach Das- etwas das Kugeli? aussieht. Ja, irgendein Silikonkügel. Also ich habe auch einen Kollegen, der hat Krebs an der Hoden gehabt und ein Ei zum Glück nur. Also er kann auch Kind bekommen, alles, kein Problem, wirklich Glück im Unglück. Aber er hat jetzt auch ein Silikonei. Ja. Sagt man dem auch Prothese? Ja, Prothese. Eierprothese. Ja, Ist also will ich vielleicht- jetzt schon sagen. Ist eine Prothese. Prothese ist ja einfach ein Körperteil oder etwas, das ersetzt wird, oder? Schön, dass wir kurz vor Ostern zum Thema Eier so Ja. Oh, da kommt richtig Osterstimmung auf. Hast Siehst auch oder? du knallrote Eier? Mach jetzt bei uns im Osterseil. Implantat für dich und mich. Oh mein Gott, nein, what the fuck. Aber dort gibt es das ja eben. Also, umoperiert, nachher hast du einen Dödel und der Dödel wäre ja unpraktisch, wenn der immer aufgepumpt wäre. Wäre scheiße. So, als Transgender. Aber du kannst es abladen, die Luft, und wieder aufpumpen. Ja. Und dann kannst du ganz normal bumsen. Ja. Lustig. Von Ja, das ist dem ein habe ich jetzt noch spannendes nie Thema. gehört, von der Luftpumpe. Ich weiß auch nicht, von wo ich von dem gehört habe, aber ich glaube auch. Es gibt doch die Hundespielzeuge, die noch so ein Sound-Dings haben. Also quietschen, ja. Wenn wir nur das Ventil machen am Dödel, quietscht er auch. So mit dem Bett im Chor. Oh mein Gott. Oh. Was für Themen, ey. Oh, Ideen würde es uns wirklich nicht mangeln. Nein. Aber die Frage ist, Scheisse. würden wir die Welt zu einem besseren Platz Ich glaube es verändern? nicht. Ich glaube es weniger. Ja. Also, ja, nein, ich glaube nicht. Ja, Verhütung. Aber weißt du was? Ich habe noch etwas anderes. Hallo? Hallo? Müssen wir flüstern? Ich weiß nicht. Aber kennst
Kennst du das Phänomen? Wenn jemand anfängt zu flüstern, dann fühlt sich der andere gerade gezwungen, auch zu flüstern. Auch wenn es gar keinen Sinn macht. Ich habe mich schon ein bisschen genötigt gefühlt. Gell, es ist wirklich so. Das ist mir letztens in den Sinn gekommen. Aber ich ziehe es jetzt durch. Zieh's durch. Ja, ich nicht. Aber das ist mir letztens in den Sinn gekommen. Das ist wirklich etwas, wenn jemand anfängt zu flüstern. Die andere Person, ich könnte das mal ausprobieren. In einer Situation, die völlig unpassend ist. Fangt einfach an zu flüstern. Wirklich. Die andere Person weiss nicht mehr. Die ist aus dem Konzept gerührt, weiss nicht mehr, was machen. Und fängt auch an zu flüstern. Egal, ob es wichtig, richtig oder falsch ist, ist scheißegal. Jetzt kommt mir gerade vor, ich weiß nicht, 4, 5, 6 Jahren, bin ich mal mit meiner Cousine in der Ferien im Südtirol. Und dann sind wir an einen Ort angegangen, wo eigentlich nur alte Menschen hingehen. Ja, in Südtirol. In Südtirol, genau. Und wir sind dann so in der Natur, so Sandpyramide hat das geheissen. Und dort ist irgendwie so ein hilfloses Omi. Ist dort etwas im Zeug gesteuert. Und die hat so ein uraltes Samsung Galaxy S3 oder so. Stabil. Also jetzt sind So wir das ja beim erste S23. von den Touchscreens irgendwie. Ja, so. und also wirklich noch das Hinterletzte. Und ich weiss jetzt nicht, ob ich es gut anbringen, aber die Samsungs, wenn du auf den Touchscreen drauf dingselt hast, dann hat es immer so einen Wassertropfen-Sound gegeben. Und ich weiss nicht, ob ich es gut anbringen. Boah, shit! Macht. Ich weiss nicht, ob man es im Mikrofon gut Ich gehört hoffe, man hat. hört das. Ja, das Aber- aber es klingt wirklich wie ein Wassertropfen, Alter. Und früher konnte ich es aber noch besser können. Und das Samsung hat genau den gleichen Ton gemacht. Und nachher hat das Telefon dann plötzlich einfach am Anfang umgedrückt und das Grossmami, das hat die Welt nicht mehr verstanden. Wegen dem weil Bassengeräusch. ich den Ton da gemacht habe. Sie hat das Gefühl, ja, jetzt drückt es da um und ja, ich kann ja gar nicht draufdrücken. Scheisse. Und ja. Aber das ist witzig, Alter. Das ist witzig. Das ist genau das Gleiche, wenn ihr im Film in ein Handy vibriert. Wenn ihr Also du hockst im Kino und ja, du hockst im Kino oder du schaust daheim am Laptop einfach einen Film und dann kommt ein SMS im Film rein oder es vibriert und du bist so, hör mein Handy, oh fuck, ist im Film, oh mein Gott. Jetzt kann ich ja gerade die geilste Story wahrscheinlich bisher im Podcast. Oh, tell me. Und zwar, mein Papi ist mal mit meinem Grossdaddy auf London geflogen. Und das ist 2001, kurz ein paar Wochen nach 9/11 Oh shit. ist das gsi. Also wirklich, die Welt ist, Ja, dort ist einfach alles fertig gsi und jeder, der mit dem Flugzeug gereist hat, ist wieder ein Attentäter und Terrorist und weiss nicht was gsi. Und dort, in diesem Jahr hat das so ein bisschen angefangen. Du musst dein Telefon während dem Fliegen abstellen, wegen der Strahlung und wegen Bomben im Flug. Ja, das sind natürlich und so. alle auf Stacheln gehockt in diesem Flugzeug. Genau. Und jetzt mein Grossdaddy und mein Papi dort im Flug. In Zürich eingestiegen, als Handgepäck oben dran so versorgt, alles tipptopp. Alle gehockt und der Pilot so die Ansage. Ja. Hast du nichts verstanden? Und danach sind sie schon auf der Rollbahn so gewesen. Und danach im Handgepäck oben. Oh mein Gott, der Klingelton. Und nachher mein Papi hat meinen Grossdaddy so links rüber geschaut. Weil er hat genau gewusst, Es ist süß. Gott verdammt siech, hast du dein verdammte Handy nicht abgestellt? Oh. Und dann der Grossdaddy, Scheiße, ist das meine verdammt siech? Und dann nachher einfach geradeaus schauen, einfach nichts dergleichen tun. Einfach nichts dergleichen tun. Oh mein Gott, hey, ich stelle mir das vor. Das ist so, alle zuerst mal einen Blick hindern. Okay, er hat keinen weißen Mantel an und hat keinen grossen Bart. Ja, vielleicht haben wir Glück gehabt. Weil dort ist ja das Klischee, ich meine, die haben ja nach irgendwie 2 Stunden, nachdem es passiert ist, hat ja der Bush schon im Fernsehen gesagt, das sind sie gewesen. Also die haben ja Minuten nachdem es war, schon gewusst, wer es war, schon genau und alles. Also, haben sie gewusst.
lassen wir mal offen. Aber Digga, das muss eine Atmosphäre sein. Nein. Die Leute, die haben einfach jetzt das wäre es jetzt gewesen. Ja, Wenn das Telefon aufhört zu schellen, dann geht die Bomben auf. Irgendwie Ja. so. das ist ein bisschen wie dort, wo Corona angefangen hat. Wenn du die Maske nicht gehabt hast oder so und dann bist du im Zug gehockt und ich weiss noch, so der Klassiker, du bist gehockt, hast keine Maske gehabt, alles gut, sind alle normal gehockt, hast einmal gehustet, sind die Leute angefangen aufzustehen. Dann haben die Leute, die im gleichen Wagen gehockt sind aufgestanden und sind weggelaufen. Und du hast nicht geguckt, hast gefühlt, wie so ein infiziertes, keine Ahnung was. Ist Furzen weniger schlimm gewesen als Husten. Ja, ist so. Effektiv. Ja, das ist auch... Wenn halt Angst bei den Leuten reinkommt, dann wird es speziell. Dann machen sie komische Sachen. Ich habe mal einen gesehen, der hat so ein Desinfektionsspray in der Hand gehabt. Da ist er im Kiosk ist er so angelaufen bei diesen Ständern, wo du so drüllen kannst, wo so Zeitschriften drin sind. Da hat er immer, bevor er eine rausgenommen hat er sie angesprayt und hat sie so rausgezogen, hat sie wieder rein da. Dann hat er andere angesprayt, hat er die rausgezogen, angeschaut, hat sie wieder rein da. Aber hat er auch so einen Plastikhändchen Nein, angehabt, wie eben. früher Er hat beim eine Fötzeln? Ja, genau. Ja, weißt du, das würde ja was bringen. Aber wenn du einfach so ein bisschen Fläschchen auf das Papier spritzt, dann bringt das nicht viel. Du musst das wirklich abstreichen, das darf nicht zu viel sein und so. Das ist ja... Ja, wenn die Angst kommt, dann kommen halt komische Sachen. Auch als ich letztes Jahr von Kanada retour in die Schweiz geflogen bin, hat es neben mir so eine Mami und ihre 5-jährige Tochter gehabt. Und beide sind so richtig, sie sind überkorrekt. Ja. Entschuldigung, das Essen ist zu wenig warm. Oder Und wo sie eingestiegen sind, das fällt einem sofort auf, irgendwie, Ja, wenn ja. jemand so Ja. ein bisschen tickt. Und zwischen uns war noch der Gang. Und ich habe dann immer ein bisschen geschaut, was machen die und was macht vor allem ein 5-jähriges Mädchen. Das malt irgendwie im Malibüchli oder Ja. hockt am Gameboy oder schaut etwas auf dem Dann iPad. nehmen wir es beim Mali-Büchli. Schauen wir es beim Malibüchli, genau. Aber das war permanent am Desinfizieren. Und das Mami, dort hast du vergessen desinfizieren. Oh mein und das Gott, Mami im Alter. Flüger, die Scheibe, das Fenster ist desinfiziert worden, vorne dran der Sitz. Und dort, wo die Zeitungen wo Gott. von der Swiss etwas on board, Zigaretten kannst kaufen, alles ist desinfiziert worden. Ja. Und also jetzt auch so in der Retro-Perspektive. Also vor allem das Kind tut mir halt einfach leid, weißt du? Das hat sich nicht aussuchen. Nein, das Mami ist einfach selber. Also das ist einfach, ich meine, auch die ist eine Arme, die wird wahrscheinlich von Angst plagt, sonst würde sie etwas nicht machen. Aber das Kind, Mann, das lernt jetzt mit 5, hey, alles ist gefährlich. So, Überall sind Sachen, Bazillen, Bakterien, Ja. Viren, die ich nicht sehe, die mich aber umbringen können. ja. Das ist im Fall ein riesiges Thema. Also, als ich in der Pflege angefangen habe mit der Lehre, haben wir das auch gelernt. Also, man redet von Psychohygiene. Es geht darum, du bist nicht hygienisch, weil es der wirkliche Hygiene förderlich ist, sondern weil deine Psyche dir sagt, du bist dreckig oder du bist grusig. Und gerade mit dem, wenn die Leute jeden Tag duschen und Haar waschen, für den Körper, für das Immunsystem, für die Sauberkeit eigentlich, ist es nicht förderlich, jeden Tag deine Haare zu waschen, weil du den Gegenteil natürlichen sogar. Schutzfilm kaputt machst. Und dann ist es eben eine Psychohygiene, weil das Ding ist so, du stinkst. Ja, und dann musst du dich gerade waschen, so nach dem Motto. Aber grundsätzlich sind ja Körpergerüche nicht einfach etwas Negatives. Das haben wir, unsere Gesellschaft, zu etwas ganz Schlechtem gemacht. Und klar, am Morgen in den Zug hocken und es stinkt, das ist nicht geil. Findet niemand geil. Aber eben, man sollte sich eigentlich immer noch waschen oder so für das, dass es wirklich zum sauber werden und nicht, weil das einfach so der Ding ist. Ja, man muss jetzt. Also eben, man muss jeden Tag Haar waschen oder so. Das Ist auch gerade lebst du diese Woche, da kann ich sogar verbindlich Quellen angeben. Oha, das ist etwas Neues, Alter. Das will ich fast Premiere. feiern. Premiere. Und zwar diese Woche am Montag ist auf dem SRF Impuls ist das Thema Allergie und vor allem Pollen. Also Heupfnüssel und so ist dort das Thema gewesen. Eigentlich Puls interessiert mich nicht, aber das, was vorne kommt, ich schaue gerne 1 gegen 100.
Ja, stimmt. Das ist ja Nils Das ist seine meine Guilty Quiz. Pleasure. Ja. Das ist ja Nils seine 1 gegen 100. Ja, das ist meine True. Guilty Pleasure. Das ist meine Quizshow. Und das, egal was in der Woche, wie viel Stress und was auch immer, das ist meine halbe Stunde, wo der Das ist Nils geil. Me-Time, sagt man dem doch, Irgendwo- oder? Ja, Me-Time. Me-Time. Ich schwöre, kann ich dich dort random anmelden? Ja, So, das wow. würde gehen, aber Ich das glaub, habe ich dir jetzt nicht gesagt. Das habe ich dir jetzt wirklich nicht gesagt. Ja, geil, Alter, dann müssen wir mal den Nils anmelden. Oh, Also, nein. wenn ihr auf Eigengrau geht, findet ihr alle Daten. Meldet den Nils an. Oh nein. Oh. Hey, so gut. Also dann muss ich sagen, dann würde ich auch einschalten. Würde ich sagen, ins Publikum kommen und so ein Schildchen basteln. Go Nils! Also es gibt ja gar kein Publikum, sondern nicht die mehr? 100 Leute sind das Publikum. Ah was? Smart. Und wenn ich es jetzt rein theoretisch, wenn ich es dort Ah. auf die Bühne, jetzt musst du zuhören, Ja. wenn ich es dort auf die Bühne würde schaffen, ich würde voll Eigenwerbung machen. Einfach Ja, so, ich- ich arbeite bei Eigengrau, liebe Regie, tun wir da etwas einblenden und so, und nachher müssen wir das Domain einblenden. Ich wäre das grösste Arschloch. Einfach, dass die so die Einblendungen machen müssen. Also ich kann dir sagen, die werden dir vorher schon einen Vertrag an. Du wirst nicht auf die Bühne kommen, wenn du das machen willst. Meinst du? Ja, das funktioniert nicht. Du wirst, wenn du den willst mitmachen und auf die Bühne kommst, musst du ja einen Vertrag unterschreiben, wegen Bildrecht und allem. Und dort wird auch drin stehen, also gehe ich sehr stark davon aus, dass du dort dich musst richtig verhalten musst. Und da gehört dann eben auch keine Werbung, keine andere Sachen dazu. Ich wäre wahrscheinlich immer einer, der so blöde Sachen, so muss ich jetzt in die Kamera schauen, wo muss ich etwas ablesen. Das ist dein Also weißt, ich Text. sage, wenn du ein Eigengrau-T-Shirt anziehst, dann kann er ja keines T-Shirt Ja, wegnehmen. voll. Aber so... Ja, vielleicht schon. Vielleicht gibt es dann einfach ein anderes T-Shirt. So Ja. aus der Kostümabteilung kommst du so einen Blazer über oder so. So ein Pinker mit Pailletten, weißt du, der schön Glitzer ist. Oh. Oh, Auf jeden Fall, nach 1 gegen 100 ist Puls gekommen. Und diese Woche eben Pollen, Häupfnüssel und so. Und dort war auch eigentlich das Thema gewesen, dass vor allem in Städten, wo die Hygiene übersauber, überdurchschnittlich ist, sind überdurchschnittlich viele Menschen allergisch auf irgendetwas. Und Ja. man weiß noch nicht genau, ob das einen kausalen Effekt hat, aber es korreliert Ja. beispielsweise. Ja. Das ist ja Das nicht ist ganz spannend. das Ja, Gleiche. ist nicht das Gleiche, ja, voll. Aber das ist ein spannendes Ding. Also grundsätzlich ist sie auch, wenn du jetzt das ganze Prinzip anschaust, unser Körper hat Abwehrmechanismen und wenn halt unser Körper etwas nicht gekannt hat, nie gegen das müssen kämpfen, kann es sein, dass er keinen Abwehrkörper gegen das bilden kann. Und darum, wir sind ja letztes Mal, haben wir glaube ich, auch ein bisschen über das geredet, mit Dreck essen ist gesund. Vielleicht haben wir das auch privat. Ich glaube, das Man war hat mal ja- privat. Ja, man gewesen. hat früher immer gesagt, ein bisschen Dreck ist gesund. Wenn das Kind irgendwie dreckiges Zeug ins Maul nimmt, ja, ein bisschen Dreck ist gesund. Und dort geht es ja eigentlich genau um das. Wenn wir eine Impfung machen, ist es ja auch nichts anderes, wie du gibst den Krankheitserreger am Körper rein, du spritzt ihm eigentlich die Krankheit, damit aber halt in so einer kleinen Dosis, dass der Körper so oder so Antikörper schafft zu bilden oder in den meisten Fällen das schafft. Und dann kann er sich selber wehren. Und wenn halt eben ein kleines Umgebung um ist, wo er sich nicht wehren muss, kommen mehr Sachen auf, wo er sich dann nicht mehr wehren kann, oder? Das also, würde ich jetzt unterschreiben auch. Also das hat schon Zusammenhänge. Ja. Und eben halt das Mädchen in diesem Flugzeug, Ja. das Mami hysterisch auf jedes Bakterium, das da in der Luft irgendwie rumfliegt. Aber ich frage mich dann auch, wie machen die denn nachher weiter? Jetzt, wo alles wieder ein bisschen abgedingselt ist. Macht die dann so weiter oder hat sie jetzt einfach aufgehört und checkt gar nicht, was sie macht? Also weißt, die Welt hat sich ja nicht so... Also, ich sage jetzt mal, ab dem Moment, wo es nicht mehr präsent war, zu vorher, viel ist nicht passiert. Die Zahlen sind ähnlich geblieben. Es ist eigentlich nur die mediale Aufmerksamkeit, die sich geändert hat. Aber viele von den Leuten, die eben mega nach dem sind es dann nicht mehr gewesen. Und dann frage ich mich, haben die das wirklich alle nur aus Angst und Gutglauben gemacht? Oder wo ist da der Punkt? Ich meine,
ich habe auch Masken angezogen im ÖV, weil ich einfach, egal was die Medien gesagt haben, ich habe in der Pflege gelernt, wenn jemand so schwach ist und du musst den schützen, dann musst du den schützen, indem du deine Tröpfcheninfektionsrate runterbringst, indem du nicht ausatmest so fest. Das ist keine Null-Sicherheit, es schützt dich auch nicht, aber dein Gegenüber. Das habe ich gelernt. Und plötzlich ist Corona gekommen, haben die Leute das Gefühl, die Maske schützt sie selber. Und es gibt heute sicher noch Leute, die das Gefühl haben, die Maske schützt sie. Dabei hat das nie jemand gesagt. Das war in der Medizin nie ein Thema. Du benutzt im Spital nie die Maske, um dich zu schützen. Weil es eben nichts bringt. Aber und dann frage ich mich, wieso glaubt man denn das einfach und nachher macht man so weiter? Aber dass es nicht so ist, das glaubt man dann nicht. Es ist mega... Es ist hure schwierig und da laufen, glaube ich, hure verschiedene Sachen auch miteinander rein. Ja. Irgendwie, wenn ein Doktor am Operieren ist, dann hat er auch Masken an, Ja. um irgendwie so steril... Ja, und dort ist es ja richtig, genau. Weil in die offene Wunde nicht Tröpfchen reinkommen. Aber allein so das Bild, aha, der Doktor, der muss sauber sein, der muss rein sein und so. Und nachher, aha, wenn ich eine Maske anhabe, dann bin ich auch rein. Ja. Und da laufen hure viele Sachen voll. zusammen. Das SRF, das ist, habe ich auch bei meinem Grossmami erlebt. Wenn meine Grossmami etwas in den Nachrichten hört, dann ist das der Schissel. Ja. Dann ist das wirklich, das ist so höher als Gott fast gewertet. Und die Corona-Zahlen, heute sind es 20'000, gestern sind es 15'000 Zunahme um x%. So viele sind verreckt, so viel und weiss nicht was. Und die Zahlen, das muss man schon fairerweise sagen, das hat hure viele Leute einfach hure beeinflusst. Ja, brutal. Einfach Angst geschürt. Ja, Angst geschürt. Total. Und das ist auch eigentlich, glaube ich, für viele Leute damals das Problem gewesen. Gar nicht unbedingt jetzt, bei uns sind die Einschränkungen nicht so gross gewesen. Da kann man auch darüber reden, was bringt und was nicht. Aber das sollen die Virologen, das sollen die Leute entscheiden, die das wirklich können. Aber eben, eine Funktion von einer Maske, da musst kein Virologe sein, um zu checken, spucke ich dir ins Gesicht oder spucke ich dir nicht ins Gesicht. Also, das ist ja eine simple Sache. Aber die Ängste, gerade bei solchen Themen, hat es ja zum Beispiel beim AIDS auch mega lang gegeben. So nach dem Motto, wir haben alle in der Schule schon gelernt, unsere Generation, hey, jemand, der AIDS hat, den kannst du auch umarmen, den kannst du auch küssen. Da braucht es viel, dass du nur mit irgendwie Speichel zum Beispiel wirklich HIV-positiv wirst. Und dann auch noch ausbricht ist es ja dann AIDS. Es ist ja nur HIV-positiv, wenn es einfach hast, aber nicht ausgebrochen ist. Das ist ein Virus. Genau. Und das ist ja auch so ein riesen Ding gewesen. Und da leiden heutzutage noch Leute darunter. Also ich denke, heute glauben noch viele, dass Schwule einfach AIDS haben und die anderen nicht. Und dass, wenn du den von AIDS anlangst, dass du dann das bekommst. Ich glaube, das ist, sobald du als Regierung oder so den Leuten versuchst, einen Fakt mega reinzuprügeln, schlägt es halt auf die andere Seite um. Dass die Leute das gerade ausgrenzen und jetzt ist das alles schlecht oder ey, jetzt ist jede Infektionsgehör, jetzt ist jeder am Arsch. Aber ja, hätte man es ein bisschen anders formuliert in den Medien, dann hätte natürlich niemand mitgemacht. Dann hätte keiner die Masken dann angezogen. Dann wäre es zu wenig schlimm gewesen, als dass Genau, das jeden Tag das hätte können und dürfen. Voll. Ja, und durch das es aber halt schlimmer gemacht wurde, damit auch eine Wirkung erzielt wird. Was ja auch Sinn macht in dem Sinn, wenn du das Gefühl hast, du machst das Richtige. Jetzt ist aber das ein bisschen schwierig, wenn du ein Land der Regierung bist, oder? Nur weil du das Gefühl hast, du machst das Richtige. Ist ein bisschen schwierig, dann ein ganzes Volk aufgrund von dem so einzuschränken oder halt eben etwas auferlegen. Weil es ist ja gar nicht so ein schwieriges Thema gewesen. Also es ist dann so schwierig gemacht worden, aber Viren, das haben wir jedes Jahr, das haben wir immer. Die gibt es schon länger als die Menschheit auf dieser Welt. Schweinegrippe, Vogelgrippe. Damals ist es als Grippe bezeichnet worden. Ich kann dir garantieren, wenn man die Schweinegrippe bei uns so ausdingselt hat wie Corona. Und das hatten wir am Anfang ja zuerst und nachher ist sie dann... ich mag mich schon noch... Ich eben auch, ich habe es eben gehabt. Tommy Flu hat das, glaube ich, geheißen. Ich weiss es nicht. Momo. Aber es hat so Scheissdreck geschrieben wie «Wachsen dir jetzt ein Schweineschwänzchen?» und so Scheissdreck, weißt? Also ist mir einfach geblieben als Kind. Wir waren ja dort auch noch jung gewesen. Also sind wir immer noch. Aber das ist halt wirklich vor allem, was die Medien machen. Und
gerade bei Corona ist halt wirklich jetzt auch die Medienwelt ist heute noch viel stärker, wie es halt bei der Schweinegrippe war, oder? Ja, und das hat halt die Leute mega beeinflusst. Ja, also ich glaube, an dieser Stelle noch schnell fürs Protokoll einfach, wir bestreiten nicht, dass das irgendwie eine Verschwörungstheorie oder dass der Virus gar nicht rum war, überhaupt nicht. Nein. Einfach, ich glaube, die Macht, die ein grosses Medienhaus einfach hat mit ihrer Stellung, das muss man auch krass einfach richtig einordnen können. Ja, und vor allem ist doch das, die Frage mit dem «Gibt es den Virus oder nicht?», das ist eher eine Frage, die wir nicht beantworten können. Wir sehen ihn ja nicht. Wir dürfen Theorien darüber anstellen. Das Gleiche wie bei 9/11. Ich kann meine Theorie haben, aber ich muss einfach wissen, dass ich es nicht weiss. Und das ist das Wichtige, aber du darfst ja deine Theorie schon haben. Und das ist halt beim Corona recht untergegangen. Du hast nämlich deine Theorie nicht mehr dürfen haben, sondern du bist dann einfach direkt ein Verschwörer gewesen, oder? Und das ist halt auch das Problem gewesen. Es hat plötzlich eins Richtiges gegeben und eins, das falsch ist. Und die Leute, die halt auf der falschen Seite waren, haben ja gewusst, dass sie nicht so blöd sind. Und darum sind die dort auch geblieben. Und das funktioniert dann eben nicht. Wenn es jetzt wirklich eine schwere Frage gewesen wäre, dann wäre das nicht so krass geworden. Weil ich meine, sind wir ehrlich, dann, wenn die grossen Demos und so passieren und das sind nicht die wissenschaftlichsten Fragen mit einmal keine Ahnung was, sondern es ist Frauen brauchen Recht, wir arbeiten zu viel oder die werden benachteiligt oder die sind Rassisten oder wir müssen die Umwelt retten. Das sind immer Oberthemen. Also die Leute haben sich nicht beschwert über genau die und die und die Auslegung, sondern die haben sich beschwert, dass da einer angestanden ist und gesagt hat, so ist es. Und das ist ein bisschen, glaube ich, auch der Konflikt, der überhaupt da war. Weil, wenn du ja mit den Leuten geredet hast, wenn man sich einig gewesen wäre, dann wäre es kein Thema. Also, dann macht man es einfach. X Impfungen, die jeder von uns hat und wo auch kein Thema ist, weil man es weiss. Kinderlähmung, so Zeug. Ja, das weiss man einfach, ist wichtig. Aber bei dem ist es halt ein bisschen falsche Angehensweise, auch von den Medien. Und ja, heute können eben die Medien Profit rausschlagen, indem sie, blöd gesagt, auf den Zug aufspringen. Oder? Klicks generieren, Aufmerksamkeit. Ja. Das ist gerade spannend, weil ich habe einen Dozent jetzt an der Schule im Fach Digital Business. Ich glaube, das habe ich vor ein paar Folgen, ich weiß nicht, letztes Mal oder vorletztes Mal, habe ich gesagt, Digital Business. Und der Dozent, der ist Mitgründer von Watson. Der hat bei 20 Minuten gearbeitet, plus bei Blick. Also bei allen renommierten Zeitschriften, Qualitätszeitungen bei uns. Jetzt müssen wir aber, glaube ich, aufpassen, weil man kann ja herausfinden, wer dein Dozent ist. Was erzählst du jetzt? Ich weiss. Nicht, dass wir deinem Dozent ein Problem geben. Er hat bei all diesen 3 grossen Häusern eine führende Rolle gehabt. Er ist jetzt aber nicht mehr dort und ich glaube, das kann man nicht so einfach. Also den Namen, den gibt's noch. Okay, ja. Mal, auf jeden Fall eben die grossen Schlagzeilen, das weiss man. Die Headlines im HTML-Code H1, die generieren einfach Klicks. Und wenn der einfach kurz prägnant und weiss nicht was, dann löst das einfach eine Emotion aus und du musst drauf klicken, so ein bisschen Clickbait wie auf YouTube. Und der hat uns in dem Sinne gesagt, ja, das ist einfach gang und gäbe. Ja, es ist ja auch normal in der Presse. Also, das ist ja Politiker-Grundkurs 1. Wenn du willst, dass dir jemand zulässt, sag etwas, was so offensichtlich falsch ist, dass dir jeder will erklären, dass es nicht so ist. Dann wirst du Leute haben. Das ist TikTok genau das Gleiche. Also wenn man nur darauf aus ist, dass du Klicks willst, dann geh auf TikTok und erzähl ganz, ganz viel Scheiße. Und am besten auch so offensichtlich, dass jeder checkt, dass du Scheiße laberst. Weil dann kommen nämlich alle Leute, die das Gefühl haben, ich bin schlauer wie der checkt ja gar nicht, dass er Scheiße erzählt. Ja, aber da gibt es ein paar in Deutschland auch, die das Konzept haben und die leben das Konzept. Und wenn wir ihnen Aufmerksamkeit schenken, sind wir die Dummen. Wir sind die Dummen. Weil die wissen, dass sie zum Teil Scheiß erzählen. Aber das machen die auch extra. Und das gibt es in der Schweiz auch. Ein gutes Beispiel, das vielleicht jeder kennt, der Vujo. Der Vujo, der bei Bachelor war. Oder?
der hat am Anfang hat er das angefangen, oder? Und ich kann mal einen kennenlernen, der mit dem Vujo zusammen arbeitet. Und das ist ein sackintelligenter Dude. Er hat ein bisschen komische Aussprache und so zum Teil, aber er weiß auch, wie er sich blöd stellt. Und der hat bei Bachelor angefangen und alle sind auf das, der Vujo ist ja so blöd und so. Und der hat das weiter durchgezogen. Und er hat weiter durchgezogen, er ist halt der Blöde. Aber dafür ist er der Blöd. Und man kennt ihn als der Blöd von Bachelor. Blöd gesagt. Aber das ist und am so Ende ziemlich... des Tages ist es aber trotzdem Aufmerksamkeit. Und plötzlich hockt er in Sendungen oder sonst etwas, wo du eben nur so ankommst. Also vielleicht auch, wenn du einen Nobelpreis gewinnst oder etwas Neues. Weißt du, was ich meine? Aber es gibt halt beide Extrem. Und das ist unsere Medienwelt. Und das ist genau das Gleiche bei den Zeitschriften. Ein Blick, der ist nicht auf krasse Informationen aus. Ein Watson schon. Ein Watson ist eher bekannt dafür, dass sie gute Nachrichten machen und ein Blick oder 20 Minuten gar nicht. Und das ist halt dann auch ein bisschen der Anspruch, den sie haben, oder? Und in der Corona-Zeit hat ja Watson brutales Ansehen verloren. Also, wo das angeht. Weil sie eben auf den Zug aufgesprungen sind. Und heute sind sie nicht mehr das Medium, das du liest, weil du Fachsachen willst. Und Watson war ja eigentlich mal eine Fachzeitschrift, habe ich gemeint. Also die ist auf jeden Fall, eigentlich hat einen sehr guten Ruf gehabt. Ja. Ich weiss einfach, dass der Vujo so ziemlich der einzige Bachelor ist, der bei mir irgendwie in Erinnerung geblieben ist. Den Die kennt man anderen, noch. die Ja. anderen kenne ich gar nicht. Ja, es hat halt dort jeder ankommen und sagen, hey, habt ihr gesehen, der Blöde? Habt ihr gesehen, wie der sich verhält? Das war eben dann auch noch lustig. Also er hat es auch gut Die gemacht. Memes, die es daraus auch gegeben hat. Ja, unglaublich. Also, und das machen viele so. Das kannst du auch im deutschen Rahmen, also im deutschen, zum Beispiel der Oli Moneyboy. Schulz. Oder Oli Schulz. Oli Schulz. Ein- Nein, Oliver Pocher meinst du? Nein, ich meine wirklich der Oliver Schulz, also Oli Schulz. Wer Oder? ist Der das? heißt doch Oli Schulz. Der Komiker? Ja, ich glaube auch Komiker, eigentlich Musiker. Eigentlich wäre der am liebsten mega Musiker, aber er ist halt nicht so gut, wie er wäre. Er hat anderen Leuten so Erfolg mitgeholfen und so, aber der hat auch in der Medienwelt seinen Platz gefunden, weil er halt eben, er ist nicht der Star, er ist nicht bekannt für das. Da gibt es Videos, wie er an seinen Auftritt ausgebaut wird, weil er ein 7-minütiges Lied hat, wo er nach 3 Minuten anfängt zu singen und man hört nur «Tuk, tuk, tuk, tuk» und so Zeug, weißt? Also eigentlich ein unerfolgreicher Musiker, aber ein mega erfolgreicher Unterhalter. Und dann ist der hat das aufgegriffen und ist jetzt immer noch bei den Shows dabei und so. Und ich bin mir sicher, der weiß auch, dass ihn die Leute nicht als Musikstar anschauen. Oder viel von denen, ein Wendler. Der weiß auch, dass er nicht als der Musikstar angeschaut wird. Aber er weiß auch, dass seine Schiene läuft. Und dass das funktioniert, oder? Und wenn halt ein Lied wie «Egal» nachher wieder zum Mega-Meme wird, scheißegal, das Lied hat sich super vermarktet. Also, die Leute fahren andere Schienen. Die einen, die sind Qualität, die sind immer etwas Neues. Das will jeder sehen, weil er nicht verpassen will, was das Beste ist. Und andere will man einfach sehen, weil man nicht verpassen will, was das Blödste war. Ja, Wendler, das ist ja, Ja. Auch während Corona, das ist ja der ultimative Shit gsi, wo der Wendler da, er ist ja in der Jury von DSDS ist er reingehockt und nach dem zweiten oder dritten Mal hat er ja auf Insta irgendwie so eine Story rausgehauen und Sachen rausgelassen, die ich an dieser Stelle nicht nochmal muss erwähnen Ja, muss. voll, ja. Und er ist ja da auch komplett schubladisiert worden und jetzt, weil seine Frau, die Laura Müller, jetzt schwanger ist. Hat sich getrennt. Was? Haben sich getrennt, habe ich letztens gesehen. Nein! Ich glaube schon, ja. Er hat irgendwie so «Mir reicht's» ist irgendwie gestanden, der Wendler. Ja, ich gehe geschwind proofen, das müssen wir ganz geschwind proofen. Also das wäre mir jetzt komplett neu. Doch, mal. Das habe ich gelesen, eben vielleicht Fake News. Er hat Weil ich sie bin nicht geschwängert und jetzt hat sie sich getrennt von ihm. Nein, ich glaube, er hat sich getrennt. OMG. Ja gut, Also der andere macht da noch schnell Ich mache Research. Recherchen, genau, um da qualitative Recherche die wichtigen Fakten müssen wir eben... Weißt du, die wichtigen Fakten, die müssen wir checken. Bits und Bytes sind da an dieser Stelle nicht wichtig. Aber die Laura Müller, die ist da wichtig. Ich habe noch ganz kurz, bevor du wieder einsteigst, 2 Korrekturen oder Ergänzungen zu der letzten Folge.
mein Homie aus meiner Kindheit, mit dem ich früher in Montpellier war, hat sich noch bei mir gemeldet und er hat gesagt, in Montpellier waren wir nicht 15 gewesen, sondern wir sind 17 gewesen. Kleine Korrektur: in Frankreich ist das Biertrinken erst ab 18 erlaubt gewesen. Wir haben uns dort aber gleich irgendwie, wir sind gleich an der Quelle gewesen. Wir sind gleich. Und das andere, was ist das andere? Ich habe das letzte Mal von Rammstein noch ein Lied in die Runde hineingerührt und mir ist ja der Name bis ans Ende der Folge nicht mehr eingefallen. Der Name von dem Lied heisst Ausländer. Sehr politisch inkorrekt, alles drum und dran, aber schaut euch das Video mal an. Ich finde, das ist auch wieder ein ultimatives Extrem. Für das ist ja aber genau Rammstein bekannt. Aus dieser Zeit sind sie ja gross geworden, aus der DDR, wo sie ihre Songtexte so haben müssen verpacken, dass an der Stasi, glaube ich, vorbeigeschifft so wird oder kann werden. Und aus diesem Grund auch das Musikvideo «Ausländer», wo sie so auf Afrika runtergehen, in einen eingeborenen Stamm, dort so Leute schiessen und mit den Eingeborenen dort Kinder zeugen. Und ja, hast du da etwas Schlaues gefunden? Nein, wenn du nach dem suchst, findest du nichts Schlaues. Also, und zwar, scheint haben sie das irgendwie schlau gemacht, oder sie jetzt wieder schlau gemacht. Eben, das einzige Thema, das einen bei diesen zwei interessiert, ist ihre Beziehung. Darum titeln alle mit «Laura Müller, Trennung von Michael Wendler, Ausrufezeichen. Sie muss zurück nach Deutschland.» Jetzt. Aber sie haben sich gar nicht getrennt. Sondern sie bringt ein Lied raus, oder hat ein Lied rausgebracht. Sie oder er? Sie. Und das Lied heisst irgendwie «Der letzte Ausweg». Also es geht so. Es ist auf jeden Fall wieder einfach nur Promo. Es ist einfach nur Promo und Bullshit-Presse. Aber die haben sich nicht getrennt. Sie reden aber da in einem 5-seitigen Artikel darüber, was könnte sein, wenn sie sich trennen und was nicht. Und dies und das. Und hätte Fahrradkette. ja, einfach nur zum wahrscheinlich eben ihr neues Album promoten oder etwas. Ja, ganz komisch. Aber sie haben sich, das habe ich herausgefunden, sie haben sich 2020 schon mal getrennt. Wo sie noch minderjährig war. Da steht 19. Juni 2020. Die ist, glaube ich, nicht minderjährig. Sie ist schon jung, aber so jung ist sie nicht. Sie ist... Ich meinte, sie ist Warte, jünger als meine Ex-Freundin. Was? Sie hat 2001er Jahrgang, wenn ich sie richtig im Kopf habe. 00. 00, okay. Also war sie 20 gewesen. Im 20. Und es gibt aber so... Aber das ist vielleicht mehr Verschwörungstheorie, aber es gibt anscheinend so Fotos, wo der Wendler auf der Bühne steht und seine Laura ist im Publikum und rein vom Datum her wäre sie dort noch minderjährig gewesen. Aber ja, offiziell zusammengekommen sind sie, wo sie 18 war. Darum ist alles legal, alles Pille-Palle. Nein. Also ich weiß gar nicht, ist es nicht so, auch wenn sie... also in der Schweiz ist sie ja, glaube ich, 14, ist so Schutzalter. Oder? Ich habe gemeint 16. Oder ist es 16? Es kann auch sein. Aber ab 14 darfst du einen Freund haben, der volljährig war. Und wenn es einvernehmlich ist, ist es kein Problem. Weil wir hatten in der Pfadi ein Pärchen, das so war. Also wir hatten ein Pärchen mit diesem Altersunterschied. Die eine war noch minderjährig, nicht 14, aber vom Altersunterschied. Und dort, also es ist legal, glaube ich. Du kannst ja eigentlich, wer du willst, solange es... Also eben... Ich glaube eben, irgendwo 14 ist die Schutzgrenze. Wo auch, wenn sie mit einstimmt, nicht mehr darfst. Also weißt, wenn sie 13 ist, kann sie sagen, ja, ich will oder nicht, ist scheißegal. Was ja gut ist. Finde ich auch, ja. Ja. Ich glaube, also es könnte auch 16 sein von mir aus oder 18. Aber dann schränkst du nachher die Jungen ein. Das ist ja auch blöd. Ja. Ich glaube, aber es gibt ein Alter, wo der Altersunterschied nicht mehr als x Jahre betragen darf. Wenn du aber 16 bist, ist irgendwie alles frei. Irgendwie so, aber da dürfen ihr mich jetzt auch nicht genau, da müsst ihr den Gesetzesartikel mal nachlesen. Voll, ich glaube, wir verlinken das Gesetz auch mal noch.
Ja, aber wenn wir gerade so bei Fernsehzeug und Klatsch und so sind. Klatsch und Tratsch. Klatsch und Tratsch, ja. Und zwar habe ich etwas gesehen letzte Woche. Jetzt gibt es im RTL 2 machen sie eine neue Sendung. Und zwar mit Bärli, wo Swinger-Erfahrungen sammeln. Also rumvögeln. Sex im Altersheim, da sagt Und keine Omi nein. Auch das Tante Linchen bumst wie ein Kaninchen. Ja, das weiß ich noch. Das Lied. Aber das ja. weiss ich noch. Das Lied. Ja. Und in dieser Sendung sind dann 8 Bärli, also 16 Leute, die in ihrem Haus sind und die müssen dort dann ihre Erfahrungen machen, werden aber 24/7 gefilmt. Also wirklich bei allem. Also das ist so alle es gegen ist dann einen. wirklich eigentlich 18+ Content. Und ich kenne das sonst nur von den Amis. Das ist so crazy. Bei uns gibt es ja so Adam und Eva und so, aber dort geht es ja eigentlich darum, dass sie irgendwie auf so einer Insel... Love Island gibt's, Ja, glaubst irgend du so noch? etwas. Ja, genau. Aber dass es so extrem ist, was wirklich ums Bumsen geht, das habe ich noch nie gesehen im deutschsprachigen. Bei den Amis gibt es schon länger, so Playboy TV und so. Die haben das ja schon früher so gemacht. Aber jetzt kommt das auch nach Deutschland. Also vielleicht verändert sich unsere Medienwelt dahingehend. Mit unseren Generationen, weißt du, die eben offener werden für so Zeug, auch in den breiten Medien. Das auf jeden Fall. Da kann ich nur meine Tante zitieren. Und der heisseste Shit vor 30 Jahren im Fernsehen. Ich weiss nicht mehr, welcher Fernsehsender. Aber die Sendung hat Tutti Frutti. Hat das geheissen. Tutti Frutti. Und irgendwie, aber ich habe das nie geschaut, aber es war irgendwie so, dass ich habe das Fernsehformat nie richtig gesehen, aber es hat irgendwie eine weibliche Brust gehabt und auf dieser Brust sind dann irgendwie Kiwis rum und Schlagrahm und dann hat man Tutti Frutti aufessen. Ich weiß auch nicht, wir müssen es selber mal Also anschauen. unsere Brüste abschlecken. Irgendwie, ja. Und das ist dort so das ultimative Extrem im Fernsehen schon gsi, Ja. und meine Tante als Jugendliche nicht hat schauen. Und auch heute eben Adam und Eva, oder es hat sonst noch irgendeine Sendung, ich meinte auch auf RTL 2 oder Pro 7 gegeben, wo es ist eigentlich eine Dating-Show und das, was ich geschaut habe, ist ein Mann und rundum sind 10 Frauen oder 15. Und die stehen alle so vor einem, oder hinter einem Rollladen. Und der Rollladen wird immer so Stück für Stück. Das habe ich auch schon gesehen. Und zuerst siehst du einfach die Füße und dann jede Runde musst du jemanden rausschicken. Und danach geht es bis zu den Knien rauf und dann bis zum Bauchnabel und dann bis zum Hals und dann am Schluss ist alles zu sehen. Und die Frauen, die sind halt dort Blut. Es gibt auch die Sendung, also die ist auch von den Amis, glaube ich, abgekupfert worden. Also ich habe die auch schon gesehen. Also ich wüsste jetzt aber auch nicht wo oder wie oder was. Aber sicher mal Ausschnitt. Vielleicht auf TikTok. Das könnte sein. Ja, aber ich finde es eigentlich einfach, mir geht es weniger ums Ausziehen oder um die Nacktheit, sondern mehr um dass das in der Öffentlichkeit wieder toleriert wird. Oder dass ein grosser Fernsehsender wie RTL 2 in Deutschland so etwas anfängt aufzustellen. Also das muss ja irgendetwas passiert sein, ein Markt muss offen sein oder irgendwie muss das gesucht werden. Oder vielleicht ist es auch ein letztes Verzweiflungsding oder so. Das kann auch sein. Aber vielleicht hat das auch gewisse Parallelen zu den Headlines in den grossen Zeitungen. Einfach Aufmerksamkeit auf sich Ja, ziehen. sicher. Einschaltquoten Ja, mit dem machst du aufdrücken. Aufmerksamkeit. Darum reden wir jetzt auch darüber, weil es etwas Spezielles ist. Das ist ja so. Egal, ob es Bubis oder Schwänze oder Ja, es Bauchnabel oder Füße oder was auch immer. Voll, es geht auch gar nicht unbedingt darum, wer was wo macht, sondern nur ja nicht wer wo oder wie ist eigentlich egal, sondern es geht immer nur darum, was passiert und wieso ist das speziell, oder? Das ist da suchen alle danach. Ja, Schon interessant. das ist schon spannend. schon spannend, spannendes Thema irgendwie. Vor allem eben, du hast immer das Gefühl, man kann es berechnen, bemessen, so Sachen. Aber
Und wenn du eben einen Erfolg anschaust von einem, dann kannst du sagen, ja, er hat das und das gemacht und darum ist er so erfolgreich. Aber wenn du genau das Gleiche machst, wirst du plötzlich nicht erfolgreich. Weil es braucht eben auch noch den richtigen Zeitpunkt, im richtigen Ort. Also es muss auch ein bisschen alles stimmen, damit etwas von den Leuten aufgenommen wird, oder? Weil vielleicht hat zum Beispiel «Intouchable». Kennst du? Ein Hammerfilm. Sehr gutes Ja. Beispiel. Das ist ja der, den wir kennen. Ist ja schon die 3. Nachverfilmung. Also es hat einmal das erste oder die zweite... Nein, es ist glaube die zweite oder die dritte. Ist gar nicht so wichtig für die Story. Es hat auf jeden Fall der erste Film, den es das erste Mal gegeben hat, Riesenflop. In den Kinos nichts angekommen, nicht das dingselt, alles nicht dingselt. 20 Jahre später hat einer die gleiche Idee nochmal gemacht. Welthit. Einer der besten, also einer der beliebtesten Filme, der aus Frankreich kommt. Und ja, der erste war falscher Moment, falsche Zeit gewesen. Nachher, bei unserer Generation, war es plötzlich ein riesiges Thema gewesen, dass ein Schwarzer aus dem Ghetto einen weißen Reichen pflegt. Und das war dort noch nicht so gewesen. Und dann aber 20 Jahre später ein riesiges Thema, mega ein erfolgreicher Film geworden. Ist er aber in der ersten Verfilmung, der Pfleger, ist das auch schon ein Dunkelhäutiger gewesen? Hey, keine Ahnung. Ich weiss auch nicht, ob das ja dann die Anpassung war. Weißt, also, es geht ja bei «Intouchable» mehr einfach darum, dass jemand aus dem Ghetto oder aus den falschen Dingen, ob jetzt schwarz, weiß, hispanic oder egal was ist, das ist dann eben zeitlich abhängig. Weil die Zuwanderungen sind je nach Zeitepoche immer andere gewesen. Also es gibt auch Zeitepochen, dort sind weisse Leute Zuwanderer gewesen. Das ist nur mir, die das Gefühl haben, das war schon immer so gewesen. Das ist nicht so. Das geht nicht lang und dann ist es nicht so gewesen, sondern anders. Also ja. Voll. Wenn wir beim Thema Ghetto, dreckige Sachen oder weiss nicht was sind, dann habe ich auch noch eine kleine Anekdote zu erzählen. Und zwar der André und ich bei Eigengrau haben in den letzten paar Wochen noch ein bisschen Equipment nachkaufen. Also vor allem Kamera-Equipment, Yes. Lichter, grosse, schwere, dicke, teure Lichter. Ja. Und da habe ich mal die Erfahrung gemacht, jetzt bei dem Import von diesen Sachen, das ist auch irgendwo von China, Hongkong, Aha, Import, ja. genau, verschifft worden und so. Und dann hat es von DHL ist das verschifft worden, hat sie da SMS und E-Mails und jetzt müssen sie ihre Zollgebühren zahlen und so. Und ich einfach, hey Kollegen, wenn ihr etwas von uns wollt, dann schickt einen Brief. Ja. Und sonst diesen Sachen schenke ich wegen einer Story nicht mehr so viel Glaubhaftigkeit. Und zwar, ich habe das SBB halbtags. Und das ist vor ein paar Jahren ist das passiert, ist das ausgelaufen. Einmal im Jahr kommt so eine Erneuerungsrechnung, hey, Ja. in einem Monat läuft dein Ding aus, da 100 Ja, du Schutz musst dich nachzahlen. abmelden, wenn du es nicht mehr willst. Ja, einfach, sie schicken dir einen Einzahlungsschein, damit das dann so auch gar gemacht werden kann. Und es würde für diesen Begriff oder für diese Art von Angriff, von Phishing, würde es noch einen speziellen Begriff geben. Aber irgendwie so Target-Phishing oder so sagt man dem. Also was meinst du? Ich komme nicht ganz draus. Bei der SBB ist es eben darum gegangen, halbtags läuft aus, hey, tun sie erneuern. Genau. Das ist die Ausgangssituation. Ich habe das mit dem Phishing nicht gecheckt. Genau. Und danach habe ich ein E-Mail genau in dieser Woche bekommen, wo das Briefchen bei mir angekommen ist. In diesem E-Mail Nils Kümin, bla 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 bla. Gesundheit. Sorry. Also Danke. wirklich genau zum richtigen Zeitpunkt habe ich so ein E-Mail bekommen. Domain, die Absenderadresse auch, @sbb, also wirklich hochseriös. Und ich denke, ja, wenn ich das gerade online kann zahlen kann, ist ja das eigentlich eine gute Geschichte. Ich dort draufgedruckt, Kreditkarte, bla bla bla. Und dann 2 Tage später ist die Kohle irgendwo in Spanien oder Marokko abgehoben worden. Die haben mich einfach hops genommen. Ja. Genau in dem Moment, Krass. wo alles... Also, Die wissen, wenn das die Mails verschickt Genau. werden. Ja, also das war richtig eine dreckige hure Geschichte gewesen. ist schon Und krank. seitdem habe ich einfach, wenn mir jemand eine Rechnung per SMS da auf den Link klicken, 3 Stutz Einfuhrgebühr, irgendetwas, ich zahle das nicht. Ja, also zum da einhängen.
Also ich habe ja auch mal eine Story gehabt. Ich sag's mal so. Ich wollte es ausprobieren. Und ihr kennt das vielleicht. Es gibt so richtig, richtig blöde Werbevorschläge für so Porno-Dating-Seiten und so Zeug. Und ich kann dort halt wählen, ihr kennt das, dann ist es immer so in der Umgebung. Oder? Und ich kann mal wählen. 70-jährige Mütter möchten ja, mich so treffen. richtiger Scheissdreck. Du weißt ja, dass das ein Scheiß ist. Aber was ich wählen, ich habe gedacht so, ist 1 Stutz so, weißt du was? Ich tue für 1 Stutz mal reinschauen und dann wieder rausgehen und fein raus, einfach mal zum schauen, ist denn das ein Scheiß oder also ist denn das wirklich alles ein Scheiß? Weil ich has ja, man weiss das eigentlich, aber ich habe es selber nie erlebt. So, dann habe ich dort einen Stutz gezahlt, geschaut, okay, ja, es ist wirklich ein Scheiß, bringt nichts, wieder gelöscht. Schaue am nächsten Tag oder 2 Tage später auf meine Kreditkarte. Ja, 2x 60 Stutz abgebucht worden in $. Ich, okay, von irgendwie nati-irgendwas.ch oder so. Nicht .ch, einfach irgendeinen komischen Namen. Und dann bin ich wieder auf die Seite und habe dort angefangen, okay, mein Abo wieder beenden. Jetzt haben die das wirklich so, du gehst dort durch, beenden, sie lassen dich das nicht beenden. Es gibt den Knopf für das Abo beenden nicht. Und dann musst du anrufen. Dann habe ich dort angerufen. Ich wollte es beenden, ich wollte meine Kreditkarte retten. Es hat einfach angefangen, Geld abzuziehen. Und ich habe dann die Karte natürlich schon direkt gesperrt und so. Und habe dann dort angerufen und dann, das war wirklich eine Computerstimme. Also ich bin mir heute noch nicht sicher, ob das ein Mensch war. Also einfach von der Antwort. Die sind so schlecht gewesen. Entweder ist es jemand, der gar nicht checkt, was ich gesagt habe, oder einfach wirklich ein programmierter Computer, der aber dann hure gut ist. Also weißt, für einen Computer. Und die haben es mich nicht beenden lassen. Ich habe denen gesagt, beenden Sie jetzt das, schliessen Sie das ab. Und sie haben immer gesagt, ja, jetzt können Sie weiter, dann ist es nur noch 5 Franken. Hey, und ich wirklich nur, und weißt du, so Hochdeutsch und Englisch gemischt. Und dann habe ich dann dort irgendwann aus Frust einfach die angemotzt und gesagt, was sind ihr für Pieps. Und habe dann abgehängt, habe mich mit meiner Bank in Verbindung gesetzt. Ja, das ist einfach ein Scam. Du kannst nichts anderes machen, als das Kärtchen sperren. Gibt nichts anderes. Sie haben einfach abgebucht. Sie haben einfach angefangen abzubuchen, die Dreckigen. Und weißt du, Kleinbeträge. Weil, wenn du ein grosser wirst, dann wirst du die Bank checken, dann wird die Bank kommen und sagen, hey, da ist etwas nicht gut, was läuft. Also fangen sie an kleine Beträge zu dingseln. Hure krass. Ich habe wirklich noch nie die Erfahrung gemacht, aber die Scams, ganz schwierig. Ganz schwierig. Also, das war bei mir die Lösung. Kreditkarte sperren, Ja. neues Kärtchen. es gibt nichts anderes. Ja. Und das Ding ist eben auch, ich hatte dann Angst gehabt, ja, aber wenn ich jetzt dort die Kreditkarte sperre, ich habe ja gesagt. Dass die nachher mich nicht vor Gericht ziehen und sagen, du hättest das müssen zahlen, du hast das bestätigt. Da hatte ich wie Angst gehabt. Aber das Ding ist, die wissen ja, dass sie etwas Illegales machen. Das heisst, es ist wirklich einfach illegal. Es ist wirklich einfach nur eine Mafia dahinter, die irgendwie dich verarschen will. Und heutzutage sind eben die Seiten wirklich schon relativ gut gemacht. Die sind sackig Die sehen gut. super solide aus und nebendran gibt es ja noch die immer noch nach Bullshit aussehen. Und ich habe natürlich auch nicht einfach so eine genommen, sondern ich habe gesucht nach einer richtigen und die war eine Verarschung. Also wirklich, wenn Vögel gehen auf Tinder oder vor allem zum Haus aus. Aber nein, wirklich krass. Scam ist da gross geschrieben und mit einem Klick, wo du nur für einen Stutz oder eben bei dir, sie wollen nur 3 Stutz. Nur 3 Stutz Gebühr. Bei mir sind es 100 Stutz. Also Ja, oder- der Betrag ist wirklich Ja, 1:1, dort ist Webseite, ja auch alles. um ein Abo gegangen, oder? Aber weißt, für jetzt etwas, das du sonst amigs gehabt hast, das so viel kostet. Aber jetzt zum Beispiel das bei DHL, das wären irgendwie 3 Euro gewesen oder etwas. Weil die wollen gar nicht die 3 Euro, sondern die wollen ja einfach die Daten, weil nachher können sie immer wieder wie annektieren, können sagen, das Geld gehört mir auf deinem Konto. Die 50 Stutz gehören auch mir und die gehören auch dir. Ja, voll krass. Hure krass. Das ist hure crazy. Ja. Und da fragst du dich, was für Leute stecken da eigentlich dahinter. Ja, also vor allem muss das ja wirklich organisiert sein. Sonst baust du nicht so eine Seite auf und tust die alles unterhalten und so. Das
Das heisst, es ist organisiert und da stecken die Leute dahinter, die blöd gesagt auch für irgendeinen Hungerlohn irgendwo in einem Grossraumbüro hocken und telefonieren mit den Leuten, die eigentlich ihr Abo beenden wollen und denen noch mehr anschnurren. Also, ja. Aber eben, das sind ja dann meistens auch, weil wir halt in einem relativ reichen Land leben, sind das meistens ja aus relativ armen Ländern, sind das Gruppierungen oder halt eben mafiöse Gruppierungen, die dann natürlich den Markt da haben. Weil, was willst du, wenn du jetzt in Indien bist, irgendwo im Ding raus und sie suchen Geld? Weißt du, wie ich meine? Über Telefon-Hotline oder so etwas, dann werden die nicht in Indien telefonieren. Sondern die versuchen alle nach Europa die Telefonnummer, darum sind unsere Daten so viel wert. Das ist so. Ja. Das ist und wer so. verkauft sie nicht? Google! Ja, nein. Hoffen wir es nicht. Ja, ich weiss nicht. Hast du noch etwas willst du noch abschliessende Worte sagen? Ich glaube, von meiner Seite der Frust von der SBB, der Scam, der ist jetzt richtig nochmal aufgekommen. Aber ich glaube, für die heutige Folge haben wir alles rausgelassen. Ja. Und ja, freuen uns auf nächste Woche. Peace. Peace. Jetzt flüstern. Ja. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Here we go. Look, I'm betting you like people, and I'm betting you love freak mode, and I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell done paid